Zitate aus der Bhagavad Gita in steirischem Dialekt und Standarddeutsch, übersetzt aus dem Englischen. Unter meine wachsamen Aug nehmen die Naturgesetz ihren Lauf. So ist die Welt bewegt, so werden das Lebende und das Unbelebte geschaffen. Unter meinem wachsamen Auge nehmen die Naturgesetze ihren Lauf. So wird die Welt in Bewegung gesetzt, so werden das Belebte und das Unbelebte geschaffen. Ich hab den gern, der keine Kreatur hasst, der freundlich und mitfühlend ist, frei von der Vorstellung vom I und Mei, gleichgültig in Leid und in der Freit. Wer verzeiht, wer immer zufrieden ist, wer den Verstand unterworfen hat, wem seine Entschlossenheit stark ist, wer mit seinem Verstand und Intellekt allweil an mich denkt und wer mir ergeben ist. Mir ist derjenige lieb, der keine Kreatur hasst, der freundlich und mitfühlend ist, frei von der Vorstellung vom Ich und Mein, gleichgültig in Schmerz und Vergnügen, verzeihend, wer stets zufrieden ist, wer den Verstand unterworfen hat, wessen Entschlossenheit fest ist, wessen Verstand und Intellekt damit beschäftigt sind, sich auf mich einzulassen, und wer mir ergeben ist. Die Soul ist nicht geboren und stirbt niemals. Sie hat weder jemals nicht existiert, noch hört sie jemals auf zum Sein. Die Soul ist ohne Geburt, allweil, unsterblich und zeitlos. Sie wird nicht zerstört, wann der Körper zerstört wird. Die Seele wird weder geboren, noch stirbt sie jemals. Sie hat weder jemals nicht existiert, noch hört sie jemals auf zu sein. Die Seele ist ohne Geburt, ewig, unsterblich und zeitlos. Sie wird nicht zerstört, wenn der Körper zerstört wird. Tu alle deine Pflichten. Etwas zu tun ist besser als nichts zu tun. Um dein Körper zu erhalten, bist du, Arjuna, verpflichtet zu handeln. Egoistische Handlung sperrt die Welt ein. Tu die Sachen selbstlos. Denk nicht an deine eigene Bereicherung. Erfülle alle deine Pflichten. Aktion ist besser als Untätigkeit. Auch um deinen Körper zu erhalten, Arjuna, bist du verpflichtet zu handeln. Egoistische Handlung sperrt die Welt ein. Handle selbstlos, ohne an persönlichen Profit zu denken. Die, was nach göttlichem Gesetz leben und nicht sudern, sind stark im Glauben und frei von Karma. Die, was gegen die Gesetz verstoßen, kritisieren und jammern, sind vollkommen täuscht und die Ursache von ihrem eigenen Leid. Diejenigen, die nach diesen göttlichen Gesetzen leben, ohne sich zu beschweren, sind fest im Glauben verankert und vom Karma befreit. Diejenigen, die gegen diese Gesetze verstoßen, kritisieren und sich beschweren, werden völlig getäuscht und sind die Ursache ihres eigenen Leidens. Du hast das Recht, der auftragene Pflicht zum Erfüllen, aber du hast keinen Anspruch auf die Früchte deiner Arbeit. Denk niemals, dass du die Ursache für das Ergebnis deiner Handlungen bist, und lass dich nicht vom Nichtstun leiten. Du hast das Recht, deine vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, aber du hast keinen Anspruch auf die Früchte deiner Handlungen. Betrachte dich niemals als Ursache für die Ergebnisse deiner Aktivitäten und lass dich nicht von Untätigkeit leiten. Bemühe dich immer, der Welt zu helfen. Durch hingebungsvolle, selbstlose Arbeit erreichst das oberste Ziel des Lebens. Arbeit immer zum Wohl der anderen. Es war solche Arbeit, durch welche Janaka die Vollkommenheit erreicht hat. Andere sind auch dem Weg gefolgt. Bemühe dich stetig, dem Wohlergehen der Welt zu dienen. Durch Hingabe zur selbstlosen Arbeit erreicht man das oberste Ziel des Lebens. Arbeite stets zum Wohl anderer. Es war durch solche Arbeit, durch die Janaka Vollkommenheit erreichte. Auch andere sind diesem Weg gefolgt. Es gibt nix in den 3 Welten, von dem ich was gewinnen könnt, Arjuna, und nix, was ich nicht hab. Ich handel weiterhin, aber ich bin nicht von meinen eigenen Bedürfnissen trieben. Wenn ich jemals von der dauernden Arbeit ansehen wird, würden alle sofort das Gleiche wie ich tun. Wenn ich aufhören wird zum Arbeiten, waret ich die Ursache für das kosmische Chaos und zum Schluss für die Zerstörung von derer Welt und derer Menschen. Es gibt nichts in den 3 Welten, von dem ich einen Gewinn haben könnte, Arjuna, und nichts, was ich nicht habe.
Ich handle weiterhin, aber ich bin nicht von meinen eigenen Bedürfnissen getrieben. Wenn ich jemals von kontinuierlicher Arbeit absehen würde, würde jeder sofort meinem Beispiel folgen. Wenn ich aufhören würde zu arbeiten, wäre ich die Ursache für das kosmische Chaos und schließlich für die Zerstörung dieser Welt und dieser Menschen. Ich sehe alle Kreaturen als gleich gut. Keiner ist mir weniger lieb und keiner mehr lieb. Aber diejenigen, die was mich mit Lieb anbeten, leben in mir und ich wär in ihnen lebend. Ich betrachte alle Kreaturen gleich. Keiner ist mir weniger lieb und keiner mehr lieb. Aber diejenigen, die mich mit Liebe anbeten, leben in mir und ich werde in ihnen lebendig. Danke fürs Zusehen. Ich würde mich über ein Like freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.